Die Damen an die Herren an Alfred vom FCD Verding 03 willkommen. Haut präsentieren ich die letzte Emission für das Jahr. Viel Spaß dabei. Ein kleiner Rückblick auf unsere letzten gespielte Matcher. Unser Match um verloren Kast ist nicht so ausgegangen, wie die Jungen sich das vorgestellt hatten. Ein klarer Victoire gegen Peting, die no Match von einem Spieler an den Trainer analysiert gouf.
letzten 3 Matches nicht gewonnen. Natürlich, wir hatten eine Reaktion weise, weil wir wollen 4 Matches spielen. Und ich meine, die 3 Punkte dienen uns gut. Und noch weiter gespielt und dass wir eben noch heiß gewonnen und das kann der Moral helfen. Ja, absolut, das ist immer schön, Goal zu schießen. Heute waren da 2, war mein 2 und plus am Championat. Das ist immer gut, mir das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir die 3 Punkte geholt und dass wir die letzten 2 Matches so weiterführen. C'était un match aussi un peu compliqué au Racing parce qu'ils ont fait 4 frappes, ils ont marqué 3 buts. Là, on n'a pas eu les occasions comme aujourd'hui, mais on avait certains pour les mettre dedans. Aujourd'hui, bon, on a fait 4 buts, dont 4 belles actions. Donc 4 belles actions et on avait encore la possibilité de marquer beaucoup plus. Comme je dis, c'était très important pour les morales des joueurs, pour la confiance aussi. Mais je trouve qu'avec un match comme on a fait aujourd'hui, sûr et certain, la confiance elle a revenu. Au Racing, c'est comme je dis, on était bien en place. Racing, il n'y avait pas trop de situations pour marquer, mais la situation qu'ils avaient, ils ont mis dedans. Nous, on l'a pas fait. Mais comme je dis, chaque match il a son histoire. Aujourd'hui, on était très bien à tous les niveaux. Au niveau placement sur le terrain, avec ballon, la préparation des actions, c'était tout bien aujourd'hui, c'était tous les mérites des joueurs. No engem 3-1 zu eise Gunchten konnte mir auch nach no enger guter Stunde zu Zingmann en 3-3 retten. André Verding geht 1 oder 2 rum und dann an der 3. Minute. Gleich an der 4. Minute aus an der Tuschen Noah Bombini.
Als letzte Match für der Wanderpause gegen Etzella konnte mir mit einer schönen Victoire aufschließen. Immobilier weist haut ihre neue Projekt am Neidorf.
An eiser Rubrik Interview mat engem Spieler hun mir och 2 Spieler rausgegraf, wollte vun hinne wëssen, wie se vun der Ekipp opgeholt goufen, hier Ambitionen an de klenge Bilder iwwer déi bis elo gespielten Championatsmatscher. Ugefangen do mir mam Bertino Cabral. FCD Verdange, c'est un des grands clubs ici du pays, du Luxembourg. Et ça fait déjà quelques années que j'avais envie de venir ici, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité de venir à cause des contrats que j'avais dans les autres clubs. Et là, cette saison, le club m'a proposé de venir ici, il m'a contacté. Et vu que j'étais en fin du contrat avec mon ancien club F91, bah, je n'ai pas hésité à accepter les défis que le club m'a proposé et je suis heureux d'être ici. Oui, on s'entend tous bien. J'ai un bon groupe ici, avec des bons joueurs. Depuis le premier jour que je suis arrivé ici, ils ont bien m'accueilli et je suis content d'être ici. Mes ambitions personnelles, c'est d'être le meilleur buteur du championnat. C'est pour ça que je m'entraîne tous les jours pour que je puisse arriver à chaque week-end et marquer des buts. Dans le club, c'est d'être champion et de gagner la coupe parce que le club a une bonne histoire dans la coupe et moi j'aimerais bien être dans cette histoire avec le club. Dans ma carrière, j'ai eu le plaisir de jouer avec mes 2 frères. Je ne pensais jamais que je pouvais jouer avec eux, avec Ignacio et Keo Cabral. On a joué pendant 3 saisons à Rumlange et ça, dans ma carrière, c'est ça qui m'a marqué du plus de jouer avec eux, avec mes grands frères. Ouais. Et aussi, j'ai ma sœur qui fait du handball. Elle aussi me motive parce que moi, je le vois tout le temps à la télé et me motive qu'à chaque entraînement, je me donne à fond pour un jour que je puisse réussir à arriver au même niveau qu'elle. Le championnat BGL, c'est un championnat qu'à chaque année, ça vient de plus compétitif. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent dans le pays. Et ça, c'est bien pour le pays aussi parce que ça donne toujours la motivation et c'est une façon que le pays peut grandir aussi dans le monde du football. Et par rapport à les 13 matchs qu'on avait fait, le bilan c'est positif. C'est juste qu'il faut continuer à travailler comme on était en train de faire jusqu'à maintenant parce que le championnat est encore long et on a beaucoup de choses à faire ensemble. A fuhr weiter mam Guillaume Kappa. Écoutez, ce qui m'a attiré vers le FCD Verdange, c'est avant tout le discours du président et du directeur sportif, Jean-Philippe Caillé. Donc voilà, c'était vraiment un discours sincère et honnête. Et il me fallait trouver un club, un point de chute où voilà, il y avait des ambitions et aussi des gens sincères et honnêtes vis-à-vis de moi. Oui, très bien. Malgré que c'était on est quand même dans un championnat où il y a plusieurs nationalités, luxembourgeoises, françaises, allemandes, même des joueurs qui viennent d'Argentine. Mais tout de suite, voilà, l'osmose, c'est très bien fait tout de suite. Donc aujourd'hui, il y a une très bonne ambiance dans le groupe. Je m'entends très bien avec tout le monde et c'est super. Mes ambitions personnelles est avant tout d'avoir du temps de jeu, de jouer le plus de matchs possible et de réaliser par la même occasion le plus de clean sheet possible. Donc ça, personnellement, c'est mes ambitions personnelles. Et prendre aussi du plaisir, c'est important. Et vis-à-vis du club, je pense que les ambitions, on ne se les cache pas. C'est d'être sur le podium, de toucher l'Europe et aussi la Coupe du Luxembourg. Donc je pense que les ambitions au niveau du club... ce sont celles-ci. Alors dans ma carrière de joueur, positivement, je n'ai rien oublié parce que je n'ai pas beaucoup de regrets, notamment ma formation au FCMS. C'est vraiment des années que je n'oublierai pas parce que j'en tire essentiellement du positif. En négatif, je dirais il y a 2 ans, une saison qui s'est terminée plus tôt que prévu à cause de la crise sanitaire. Donc on va dire que c'est un mauvais souvenir. Le championnat luxembourgeois est un championnat qui a beaucoup de qualité, qui s'améliore d'année en année. Concernant nous, on a fait une première partie de saison correcte.
Donc maintenant il reste encore 2 matchs. Donc on espère terminer le plus haut possible du classement avant la trêve hivernale. Am Championat da soll en kleng Paus bis Ufang Februar, dort so e klenge Rückblick mam Präsident vun Daverding, den Fabrizio Bay. Wenn wir einen kleinen Rückblick machen auf als Matcher, die an der Hinrunde gespielt gesehen, ich meine, können wir da mal da leben. Bon, es sind Sachen, die richtig waren, die Sachen, die Männer richtig waren. Ich meine, wenn man in Klassement guckt, naja, wie sieht Französisch mi fig mi raisin, aber wir müssen nicht vergessen, wir sollen nicht vergessen, pardon, wir sind an einem Aufbau, die Equipe FCD Daverding ist praktisch ganz neu aufgebaut gehen, mit vielen neuen Venus von Spielern, notamment mit einem neuen Trainer, mit einem Staff, der eine ganz andere Philosophie hat, wie die Trainer, die wir bisher hatten. Voilà, mit das nach nicht geschieht. Wie gesagt, wir mussten da Lehrgeld bezahlen und ich denke, dass das aber in Zukunft ganz positiv nur geht. Also wir wollten, wie gesagt, für Christach unter dem Top 4 sind. Wir sind wahrscheinlich leider nicht, für das wir nach an der Zeit, wo wir filmen, an dem nach einem Match in Dettelbrick. Wir können ganz zuverlässig sein an, ich meine, ich kann immer Spieler so gut wie Trainerin an unseren ganzen Staff felicitieren für das, was bis jetzt ja, und dann muss man ganz einfach über Zukunft zu schwätzen. Ich meine, nur der Feiertag geht darum los. Den 3. Januar fängt unser Training an. Bon, wir sind am Gang auch zu gucken, für eventuell die eine oder die andere Verstärkung an der Winterpause zu holen oder das besser gesagt zu kriegen. Bon, ihr wisst, der Mercato am Winter ist nicht immer so evident, weil heute zuletzt ganz schwer ist, für Spieler zu kriegen, weil ich meine, du musst in 2 Vereine sich eins gehen an dem Ausland, als immer bisschen problematisch, weil wann der Spieler frei ist, das heißt, dass der 6-7 Monate durch Verletzung oder durch irgendwelche Circonstanzen nicht gespielt wird. Und dann, und dann eine tolle Adaptation, das dauert ja ein bisschen länger. Bon, wie gesagt, wir sind am Gangen, das abzubauen, für dass wir den 6. Februar die letzte Linie droite gut zu präparieren, gut zu verstehen, zu haben. Ich denke, dass wir mit der Equipe, die wir haben, mit dem Potenzial, das wir haben, mit den Matchen, die wir einst durchgewiesen haben, was nach von Spielqualität an der Equipe dran ist. Und ich denke nicht, dass wir können etwas Flottes nach für bis Ausgang der Saison machen. Ich meine, Ziel ist noch immer nach wie vor die Feier reich zu kommen. Und nicht zu vergessen, als Cup gibt das mal ganz schwere Gegner gegen den Racing. Das geht nicht einfach. Aber bon, ich meine, die Verding ist immer gut für eine kleine Überraschung. Und ich meine, ich freue mich schon drauf, ob die nächste Monate kommen, für dann bis Ausgangs Mai dann Schlussstrich zu ziehen und dann Bilder zu ziehen, wie gesagt, und dann gucken, was wir richtig gemacht haben und was wir falsch gemacht haben. Dann nicht zu vergessen, als Präsident wollte ich alle Guten nimmen der Best hoffen. Ich meine, wir hatten mehr Hunden, und wir hatten leider nicht keine einfache Zeiten mit der ganzen Pandemie, mit dem Covid, ob es am Fußball oder egal am normalen Leben. Ich wünsche mir just etwas und ich wünsche euch für alle. Schöne Feiertage, ein gutes Jahr, und für allem eine ganz gute Gesundheit und herrlich munter. Und ich hoffe, ich nombreux, bei unserem Terrain die nächsten Matcher zu sehen. Ich meine, wir sind daheim, da tut ja mittlerweile alle gut mitkriegen. Wir sind daheim an einem schönen, modernen Stadion. Und voilà, das ist mein größter Wunsch, dass wir ausgangs mehr irgendwie etwas können mit unserer Equipe feiern. Ich meine, es sind Ziele nach da. Trotzdem, wie gesagt, schöne Feiertage und eine gute Natur. Den FC Daverding mischt auch eng flott Jugendarbecht, a mir waren auch dabei, wo ein Match gefilmt hun von den KD2. Derrière, derrière.
So, wir sind im Moment von unserer Emission angekommen. Am Namen vom FCD Verding 03, den Carlo Milan ich wünsche euch ganz schön Feiertag. Wir sehen uns nächstes Jahr. Bis dann, halt dich gesund am Montag. Adi.